Moin Moin, eigentlich wollte ich Sie ja zu einem Sommer-Special auf dem Dielensschiff Hanni begrüßen und noch eigentlicher hätten wir das Ganze auf der Weserfähre gemacht. Die Weserfähre fährt nicht und wenn Sie uns in den letzten Wochen ein bisschen zugeschaut haben hier auf Ihrem Lokalsender, dann wissen Sie, wo wir hier sind. Wir sind nicht auf der Hanni, sondern wir sind da, wo die Hanni ihren Liegeplatz hat. Absasil nämlich, und genauer gesagt sind wir hier in der Gaststätte am Absasil. Da muss ich mal eben kurz ablesen. Auf jeden Fall immer eine Reise wert, wurde mir schon vom Bürgermeister erzählt, aber der ist heute nicht Thema. Heute habe ich zwei Gäste neben mir. Ich begrüße aber natürlich erst einmal die Dame in der Runde. So viel Höflichkeit muss sein. Tina Wulff begrüße ich und Hans Mein, mit dem ich aber trotzdem jetzt anfange. Denn wir hatten ja gemeinsam unser Sommer-Special hier geplant. Du Talk ob Platt oder Fair Talk ob Platt und wir mit unserem normalen Fair Talk. Hat ja alles nicht so richtig gut funktioniert, wie wir uns das ausgedacht haben. Aber wir sind, glaube ich, mit der Wahl jetzt hier, mit der Gaststätte auch ganz zufrieden, oder? Ja, nur ist auf jeden Fall sind wir in Drögen und wir möchten die Buten werden und es Nattregen läuten. Aber der Blick ist hier fein. Du kannst auf den Siel kicken, du kannst die Shape sehen und ja, die Gesprächspartner sind interessant und deswegen, was wird wie mehr, ne? Wir sind zufrieden. Genau, und du bist nicht nur Gastgeber, sondern jetzt heute bist du auch mein Gast, denn es geht um dein ureigenstes Geschäft. Es geht darum, wofür du überhaupt jetzt hier im Sender auch immer wieder die Werbetrommel rührst und wo du sehr engagiert bist, nämlich du kämpfst für die plattdeutsche Sprache, du sprichst sie und du hast bei uns den Fair Talk ob Platt. Und du bist der Repräsentant für die plattdeutsche Sprache im Landkreis Wesermarsch und als solcher Mitorganisator, so sage ich es mal, oder Mitinitiator der Plattdeutschen Woche, die jetzt bald wieder stattfindet. Ja, Organisator Gott sei Dank nicht mehr. Das mag die beiden Frauenslüde Utbrock und Nordenham, Tina Wulff und Ilona Tetzlaff. Aber Initiator, da bin ich mit einverstanden, ja. Plattische Weg, das ist jetzt das Jahr nicht bloß eine Weg, sondern wir mag da zwei Wegen gut, nicht wie wir noch mehr mogen will, nee, damit wir das ein bisschen untereinander trecken können und nicht so viel Veranstaltungen in eine Weg sind. Und da sind wir jetzt just dabei, gemeinsam das auf die Rechnung kriegen, ja. Und vielleicht da, bevor ich jetzt gleich mit der Organisatorin eben spreche, aus deiner Sicht, wie wichtig und wie wertvoll ist es, so eine Plattdeutsche Woche oder jetzt sind es ja sogar Plattdeutsche Wochen hier auf die Beine zu stellen? Ja, ich glaube, die letzten 2,5, 3 Jahre, solange wie wir das jetzt mogt, oder ich jetzt als Plattisch Beauftragte das mogt, ist bannig was in Gang kommen und was mir besonders an harten legt in die Schulen und Kindergartens ist was in Gang kommen. Und ja, wenn wir diese Sprache als eigenständige Sprache wir beholen will, damit wieder was tun, damit wir wie die Kinder anfangen. Plattisch hört in Kindermund, sage ich immer. Und da sind wir dabei. Und deswegen ist auch ein Schwerpunkt wie diese Plattisch Weg oder die zwei Wegen liegt wie die Kinder. Und für mich ist das wichtig. Ne? Das ist meine Sprache, sage ich mal. Da bin ich mit Anfang, ist meine Muttersprache. Und ich finde sie so schön, dass ich das wichtig finde, dass wir die beholen können. Die jungen Lü fangen wir an. Ich kann sagen, ich bin jetzt mit einem von meinen Enkel 3 Tage unterwegs gewesen mit Rad. Wir haben 230 Kilometer zurückgelegt mit den 12-Jährigen. Aber wir haben die ganze Zeit über zusammen Platt schnackt und er fängt jetzt an, auch mit mir Platt zu schnacken. Usen Spröck wäre links Mais, rechts Mais, fern und achtern kein Mais, aber wunderschönes Strauten und Radführen. Also da kommt was in den Gang. Ich
bin da ganz optimistisch. Und wie sagt der Plattdeutschbeauftragte des Landkreises immer so schön, wir müssen die Sprache nicht pflegen. Pflegen muss man nur jemanden, der hilfebedürftig ist oder der krank ist oder der kränklich ist. Wir müssen die Sprache sprechen. Und damit wir die Sprache hier bei uns in der Region auch sprechen, gibt es eben halt die Plattdeutsche Woche, die organisiert wird von den zwei Fonslü, wie der Hans das gerade gesagt hat. Einmal die Ilona Tetzlaff aus Nordenham von Nordenham Marketing und Touristik. Und auch Brake ist involviert und da ist Tina Wulff dafür zuständig. Jetzt das zweite Jahr, die Plattdeutsche Woche. Was ist in dem zweiten Jahr grundsätzlich anders? Außer dass es natürlich 2 Wochen jetzt geht, haben wir gerade schon erfahren. Also grundsätzlich anders ist nicht viel. So, wir haben wieder einen ganz bunten Reigen an Veranstaltungen, ganz unterschiedliche Zielgruppen auch, wirklich von Kindern, die Hans ja am Herzen liegen, über Teenager bis hin zum Erwachsenen, bis hin zu unseren Senioren ist alles mit dabei. Also wirklich auch unterschiedlichste Veranstaltungen, aber wirklich ganz anders, bis auf eben, dass wir es auf 2 Wochen ausgeweitet haben, ist nicht so der Unterschied zum 11. Jahr. Was war denn der Hauptgrund zu sagen, aus der Plattdeutschen Woche werden jetzt 2 Plattdeutsche Wochen? Ist es tatsächlich so, dass in dieser einen Plattdeutschen Woche im letzten Jahr schon so viel nachgefragt wurde, dass man gesagt hat, wir müssen das eigentlich, um dem allen gerecht zu werden, den ganzen Nachfragen, auf 2 Wochen strecken? Ist das sozusagen ein Zeichen dafür, ihr habt damit den Nerv der Zeit getroffen, die Leute wollen wieder sich mit Plattdeutsch auseinandersetzen? Also wir hatten letztes Jahr viele Veranstaltungen, die parallel gelaufen sind. Da fand eine große Veranstaltung in Nordenham statt und zeitgleich abends auch in Brake zum Beispiel. Und da haben wir wirklich gesehen, damit haben wir die Leute so ein bisschen überfordert. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir strecken das Ganze. Es gibt keine, oder wir versuchen so gut wie keine Veranstaltung parallel laufen zu lassen. Also man kann sich wirklich überlegen, einen Tag fahre ich nach Nordenham, den nächsten Tag fahre ich nach Brake. Und wir haben halt wirklich eine gute Resonanz gehabt nach dem letzten Jahr. Viele, die uns angesprochen haben, auch ich möchte auch noch was dazu beitragen, die Niederdeutschen Bühnen haben, also die Nordenhammer Bühne zum Beispiel hat ihr Programm extra auf die Plattdeutsche Woche abgestimmt. Die Premiere findet in der Plattdeutschen Woche statt. Und um denen halt allen gerecht zu werden, haben wir gesagt, dann machen wir es 14 Tage lang, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit für alles. Wir haben schon gesagt, verschiedenste Zielgruppen. Eine wichtige Zielgruppe, die Hans Mein gerade auch schon genannt hat, die Kinder. Bleiben wir doch mal bei den Kindern. Was wird denn für die Kinder ganz genau im Rahmen dieser Plattdeutschen Woche angeboten? Für Kinder, aber auch vielleicht von Kindern, mit Kindern? Also wir haben beides dabei. Wir haben einmal Wolfgang Rieck mit dabei, der geht in die Schulen hier in der Wesermarsch und führt da was auf, zieht die Kinder mit ein, bringt ihnen ein bisschen Plattdeutsch bei. Wir haben aber zum Beispiel auch die Grundschule Morim, die ganz aktiv sind im Plattdeutschen. Die haben einen Auftritt in der Elswitzer Innenstadt und singen Lieder, verteilen Döntjes, also bringen so gesehen den Erwachsenen aus Kindermund Plattdeutsch bei. Jetzt fiel gerade schon dieses, ich sag mal, böse Wort, da drehe ich mich jetzt nochmal wieder zu Hans um, nämlich Döntjes. Ist nicht böse, ich liebe Döntjes, ich liebe plattdeutsche Geschichten, auch die ein bisschen albern sind, finde ich ganz toll. Aber das Problem ist, dass natürlich manchmal oder von einigen Seiten auch das Plattdeutsche genau auf diese Döntjes so reduziert wird. Ist das genau das Problem? Muss man gucken, dass man Plattdeutsch wieder mehr sozusagen in den Alltag kriegt und zeigt, Plattdeutsch ist mehr als eben nur alberne Geschichten erzählen? Das ist genau das Ziel auch. Also Plattdeutsch in den Alltag zu holen. Also wir haben ja letztes Jahr diese Aktion mal unter meinen Schirm. Das lebt so, wie du es mit einem Schirm auf den Wegenmarkt stellt und habt die Lü anschnackt und habt einfach mit ihr Platz schnackt. Und die erste Reaktion wäre, das kann ich nicht. Und dann nach dem 3., 4. Satz habt sie sich darauf besonnen, dass sie das eigentlich doch könnt. Und die eine Gesprächspartnerin, die kann das eigentlich auch, also wie möchte das einfach morgen. Und ich habe ja einmal gesagt mit meinen Enkel, ich schnack mit ihm bloß platt und irgendwann fängt er an, platt zu schnacken. Ja, also Plattdeutsch hört in Alldach, ne? Hört to us da to, ist use Sprach, die können wir hier schnacken, dann können wir die auch in Alldach schnacken. Also wenn ich einen Nauber von Tina in Reitland droppen, dann käme ich auf alle möglichen Ideen, aber nicht auf die Idee mit dem Hochdeutsch zu schnacken. Wie schnackt einfach platt miteinander. Das ist so ein bisschen auch das Ziel. Also das, diese Döntjes Route holen. Für mich sind die Döntjes auch wichtig. Ne? Also ich sage immer, das Gift
ganz Feldösige aus Fresenwitze, 5 Gode Gifter, die kenne ich all, konnte ich jetzt vertellen, aber dann würde dann den Traum von der Sende sprengen. Aber es gibt eben auch Themen, über die man auch über Platz schnacken wird. Ne? Also auch ganz ernsthafte, auch zeitgeschichtliche Themen, die man eben auch auf Platt präsentieren kann. Wie ist es denn genau in diesem Bereich, den bisschen ernsthafteren Themen, die sich mit Plattdeutsch auseinandersetzen? Wo finden die statt während der Plattdeutschen Woche? Gibt es da so etwas, wo du genau sagen kannst, das wäre so ein Punkt, wo man wirklich sich ganz ernsthaft mit Plattdeutsch auseinandersetzt? Also wir haben zum Beispiel in Brake im Schifffahrtsmuseum einen Vortrag von Stefan Meyer. Das ist von der oldenburgischen Landschaft, ein junger Kiel, die auch alltid platznackt. Das hat Hans nämlich vorhin noch gesagt. Das machen wir auch vor der Kamera. Wir duzen uns auch vor der Kamera. Irgendwann fängt sie an, platt zu sprechen. Jetzt war der Moment. Genau, bei Stefan Meyer ist es auch so, der zieht einen einfach so mit, dass man automatisch anfängt, mit dem platt zu schnacken. Und der hat zum Beispiel wirklich einen ganz ernsthaften Vortrag über die Entwicklung der plattdeutschen Sprache, so aus dem 19. Jahrhundert heraus bis jetzt, bis in die Neuzeit hinein. Da haben wir das wirklich, wo wir da ernsthaft über die Sprache diskutieren mit ihm. Es gibt noch eine andere Geschichte, auf die ich natürlich unbedingt hinweisen muss, weil wir auch ein bisschen mit involviert sind als Bürgersender. Es gibt die Idee, eine CD zur Plattdeutschen Woche herauszubringen. Da müssen wir natürlich die Zuschauer jetzt mal aufklären, was es damit auf sich hat. Ja, wir haben die Wesermärschel aufgerufen, uns Geschichten einzureichen. Und wir haben auch 26 Autoren gewinnen können, die wirklich Geschichten aus ihrem Leben geschrieben haben, die sich Geschichten ausgedacht haben. Eine war mit dabei, die kam aus dem Krieg, eine hat so ein bisschen rumgesponnen. Es waren auch Sachen, die ganz aktuell sind, so Deutschland sucht den Superstar wurde aufgegriffen. Und diese Geschichten haben wir jetzt gesammelt. Die Autoren lesen gerade bei Radio Weser TV ihre Geschichten ein. Und dann machen wir erstmal eine CD, weil wir nicht alles auf eine Scheibe raufpacken können. Gibt es erstmal eine CD mit ca. 15 Geschichten. Und die wird in der Plattdeutschen Woche veröffentlicht. Die kann man sich dann für zu Hause so gesehen kaufen und sich zu Hause das alles nochmal vorlesen lassen. Ja, wie kreativ doch die Autoren aus der Wesermarsch sind. Also das muss ich auch sagen, es waren wirklich ganz interessante, spannende Geschichten dabei, auch alle mit einem ganz anderen, eigenständigen Blickwinkel. Viele der Geschichtenerzähler, die lesen ja auch ihre Geschichten selber und ja, für die war es natürlich auch was Neues, ihre Geschichten dann auch mal irgendwann auf CD pressen zu lassen und die vorzutragen, vielleicht auch sogar die erste Geschichte, die sie geschrieben haben. Wir haben gerade schon mitbekommen, selber auch platt schnackend. Wie ist das denn bei Tina Wulff? Wo setzt denn Tina Wulff die plattdeutsche Sprache mal im Alltag ein oder passiert das eher selten? Also es ist wirklich selten. Ich habe immer so ein bisschen Angst davor. Ich spiele plattdeutsches Theater, da hat man gelernten Text, den kann man auch gerne umsetzen oder kann man gut umsetzen. Man selber traut sich aber wirklich nicht. Es ist wirklich, wenn ich umgeben bin von Plattdeutschnacker, dann fange ich irgendwann auch an. Es dauert meistens so meine 10 Minuten. Ansonsten sind es wirklich halt so einzelne Sprüche, Kommentare, Dönches, die man dann mal im Alltag fallen lässt. Aber wenn man eher von Hochdeutsch umgeben ist, bleibt man auch im Hochdeutschen. Aber was macht für Sie so die Sprache, das Plattdeutsche aus? Es ist einfach dieses Nette so. Also ich höre liebend gern plattdeutsche Nachrichten, gerade wenn es dann um Themen aus Brüssel geht oder um Kriegsthemen. Das klingt im Plattdeutschen immer alles total nett und ein bisschen amüsant auch. Und eben im Plattdeutsch, wir hatten das gerade eben im Vorgespräch, im Plattdeutsch gibt es kein Sie. So, also man spricht alle sofort in Du an und das ist irgendwie so mein Lebensgefühl. Ich sage immer, bei mir gibt es eine Sie-Garderobe, da kann man vorne das Sie abgeben, wie man seine Jacke auch abgibt. Und das ist irgendwie dieses Lebensgefühl im Plattdeutschen. Das habe ich ganz gerne um mich herum. Da hätte ich als Moderator dann auch keine Probleme mehr. Ich muss nämlich auch mal schwimmen, weil mit vielen der Gäste duzt ich mich vor der Sendung und während der Sendung verfällt man dann wieder ins Sie oder springt hin und her. Im Plattdeutschen hat man dieses Problem nicht. Da hast du es einfacher als Gastgeber für deine Gäste, Hans. Ja, die kann ich allen mit Du anschnacken. Das sind die, ich meine, in der Regel kenne ich die auch und dann wird es albern und in so eine Sendung plötzlich das See oder so. Ne? Ich sage immer, die See, das ist ähnlich das Kaninchen, ne? das weibliche Kaninchen. Aber nee, ganz ernsthaft, also man ist dichter wie ein Anna, wenn man platt miteinander schnackt und
ja, stellt einfach eine Atmosphäre her, die was mit Vertrauen auch zu tun hat. Und ja, das, was sie von Stefan Meyer sagt, die mag das ganz konsequent, dass die mit den Lü einfach bloß noch Platz schnackt. Egal wer anröppt, wann er anröppt. In Oldenburg wie Stefan Meyer, hier schnackt einfach platt miteinander. Mit den Lü, die ihm anröppt. Und ja, also ich mag das in der Zwischenzeit auch, wer mehr, als ich das mal mag habe, dass ich dann einfach ja, mit den Lü dann Platz schnackt. Deswegen sieht 3 Wochen ungefähr, ist bei mir klar, mit Tina Wolf schnack ich bloß noch platt. Wenn wir miteinander schnackt, dann schnack ich platt. Ob sie auch platt schnackt, ist mir dann egal. Wenn sie mich nicht versteht, hat sie ein Problem, damit sie an arbeiten. Ne? Ja, ich bin ja auch, beziehungsweise du bist ja sofort auf meine hochdeutschen Fragen auch im Platt eingegangen. Das war für dich klar, du bist ja Plattdeutschbeauftragter. Und dann redest du auch platt. Und insofern, ich kann platt gut verstehen, aber ich würde mich auch nicht trauen, dann auf platt fragen zu. Das würde dann möglicherweise ein bisschen peinlich wirken. Aber ich muss ja auch Werbung in einer Sache noch machen, weil wir machen ja vom Bürgersender auch unser Morgenmagazin von 6 bis 8 mit den Kollegen zusammen aus dem Bremer Umland. Jeden Tag von Montags bis Freitags, und da haben wir uns ja auch auf die Fahnen geschrieben, einen plattdeutschen Schwerpunkt ins Programm zu holen, weil uns das auch wichtig erscheint, dass Platt im täglichen Leben, eben zum Beispiel im Radio, stattfindet. Wie wichtig ist sowas, dass eben halt genau die Sprache eben nicht nur während so einer plattdeutschen Woche jetzt präsentiert wird und gesprochen wird und dass da tolle Werbeaktionen stattfinden, sondern dass die plattdeutsche Sprache in unseren Alltag zurückkommt. Was kann man da tun? Ja, was kann man da tun? Also Nachhaltigkeit, das ist jetzt ein hochdeutsches Wort, mir fällt auch kein vernünftig plattisches Wort dort in. Das ist genau das, was wir in der plattischen Weg zumindest versucht hinzukriegen. Dass da was bleibt von dieser Viertein durch und dass da was bleibt, was in Alldach dann eine Rolle spielen deit. Das ist nicht einfach und das gibt auch viele Leute, die sagt, vergebene Liebesmühe, ne? Hier könnte das Sprach sowieso nicht retten. Bloß die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich schnacke aber Hochdeutsch, aber das ist eben so. Ich gebe die Hoffnung nicht, ob das wieder was hinkriegt. Und deswegen mag ich das. Solange ich das noch kann. Ich bin nicht mehr die Jüngste, aber auch nicht die Älteste. Und solange mag ich das. Und man hat den Eindruck, dass Plattdeutsch wieder mehr nachgefragt wird. Es sind Kurse in der Volkshochschule, die noch vor ein paar Jahren aus mangelnden Teilnehmern abgesagt werden mussten. Und jetzt sind sie teilweise überlaufen. Kriegt ihr das an Resonanz auch, als ihr sozusagen geguckt habt, was machen wir zur Plattdeutschen Woche? Habt ihr das da auch mitbekommen, dass man euch quasi in Anführungsstrichen die Türen eingelaufen hat oder ihr offene Türen eingetreten habt bei der Suche nach Veranstaltungen? Doch, also es sind im Nachgang im letzten Jahr viele Leute zu uns gekommen, die gesagt haben, wenn ihr es nochmal machen wollt, zieht uns ein, so wir helfen gerne mit oder wir machen mit, wir stellen Aktionen, das auf jeden Fall. Und was wir gemerkt haben, Plattdeutsch hat ja sehr viele unterschiedliche Ausrichtungen, sehr viele Dialekte. Und da haben wir wirklich gemerkt, dass Neuenhammer Platt ist ganz was anderes als das Braker Platt. Und Hans spricht auch noch ein bisschen anderen Dialekt. Da haben wir wirklich viel Resonanz bekommen. Wir haben Begriffe im Stadtgebiet verteilt, zum Beispiel, ne, was heißt Laterne auf Plattdeutsch oder was habe ich im Schaufenster stehen. Diese Begriffe haben wir auf Plattdeutsch aufgehängt und da kamen viele Leute im Nachhinein, also das heißt ja in Braker anders. Aber da haben wir gemerkt, wir erregen wirklich Aufmerksamkeit, die Leute achten da drauf und nutzen es auch. Und ein bisschen abgewandelt haben wir es dieses Jahr auch. Wir hängen Kurzgeschichten zum Beispiel an Bushaltestellen auf, dass man eben, wenn man auf den Bus wartet oder beim Arzt sitzt, auch ein bisschen Plattdeutsch einfach liest. Da muss ich unbedingt noch mal kurz auf den Plattdeutschbeauftragten zurückkommen. Genau, das ist ja teilweise auch etwas, diese ständigen Diskussionen. Wir haben ja auch viele Plattschnacker im Sender, wo dann der eine sagt, du sprichst nicht das richtige Platt oder du sprichst nicht das richtige Platt, weil es eben halt so viele verschiedene Ausprägungen gibt, egal aus welcher Region man gerade kommt. Gibt es überhaupt das richtige Platt? Nee, auf jeden Fall nicht. Also das Mecklenburger Platt, das Schleswig-Holsteiner Platt und Us-Platt hier in Oldenburg, die liegt dicht beieinander. Das ostfriesische Platt, die schnackt hier auch nicht, die broten dann. Na? Meine Frau kommt aus Emsland, die brotet nicht, die schnackt auch nicht, die bratet. Und dann in Osnabrück, also Osnabrück,
durch Kürze und Binenburg durch Keuerze und so geht das weiter. Ja, vielleicht so ein Hinweis noch, die Yarit Dibaba ist ja bekannt, die hat einen Film gemacht in Westsibirien und hat mit den Plautdeutschen, so heißt die, das sind Leute, die vor 250 Jahren nach Russland utwandert sind und Stalin hätte die nochmal nach Westsibirien verbannt. Die schnackt noch so, als das Platt vor 250 Jahren in Mecklenburg schnackt wurde. Und da kann man merken, wie sich das Platt verändert hat. Wie die hat natürlich nicht die Einflüsse von Buden hat. Aber das Platt gibt das nicht, die unterschiedlichen Utrichtungen gibt das. Aber eins ist klar, wenn die Plattdeutschen zusammen sind, ut Reiderland, ut Ostfriesland, von Auerk oder ut Reitland oder Augusthausen oder Brock und die sind miteinander, können sie miteinander schnacken oder miteinander brauten, aber sie verstaut sich und das ist das Wichtige. Und verstehen wird man sich dann während der Plattdeutschen Woche hier in der Region, egal ob man Wesermarscher Platt spricht, Oldenburger Platt oder was auch immer, vielleicht auch Zugereiste, die dann ihr Plattdeutsch mitbringen, aus Schleswig-Holstein oder wo auch immer her. Von wann bis wann wird die Plattdeutsche Woche stattfinden? Und gibt es noch so ein Highlight, was noch verraten werden kann, was während der Plattdeutschen Woche stattfindet? Also es findet vom 16. Oktober bis zum 30. Oktober statt, startet jeweils mit verkaufsoffenen Sonntag in Nornham und endet mit dem verkaufsoffenen Sonntag in Brake. Und ich denke, so die Highlights: in Nornham tritt Annie Heger auf, ja, eine dunkelhaarige Plattschnackerin aus Oldenburg. Und das ist auch so ein bisschen ihr Thema. Und in Brake haben wir Matthias Stürwald aus Schleswig-Holstein, ein Landwirt, der von seinem Leben als Landwirt erzählt, und den lassen wir ganz stilgerecht im Pferdestall auftreten in Brake. Wunderbar. Dann wünschen wir natürlich ganz viel Erfolg beiden Seiten, dem Plattdeutsch-Beauftragten der Wesermarsch, der sich wahrscheinlich auch sehr freut auf die Plattdeutsche Woche und wird die 2 Wochen im Dauereinsatz sein, und natürlich den Organisatoren viel Erfolg mit der Plattdeutschen Woche. Und ja, wir wünschen den Zuschauern jetzt natürlich noch viel Spaß mit dem folgenden Programm, aber auch viel Spaß dann bei der Plattdeutschen Woche. Nutzen Sie die Gelegenheit aus und ja, sprechen Sie Plattdeutsch. Und nehmen Sie die Veranstaltung wahr und trauen Sie sich einfach das ein oder andere Mal nicht nur Plattdeutsch zu hören und zu verstehen, sondern auch zu schnacken. Mok gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.